Trudematzig, Wiener Schnitzel. Eine besondere Art von Gaumenkitzel ist, wie bekannt, das Wiener Schnitzel. Man glaubt, na, da ist nichts dabei. Ein Schnitzel machen Kinderei, ja, was man halt so Schnitzel nennt. Kein Wunder, dass man es nicht erkennt. Im Ausland könnte unserer oft übers Wiener Schnitzel warnen. Da ist dann das Entsetzen groß. Es schwimmt in Tunke oder Sauce. Und sie servieren es statt mit Salat, mit Makaroni und Spinat. Sogar in Wien haben's unlängst gestritten, von wo werden Schnitzeln abgeschnitten? Von welchem Viech? Vom Kalb? Vom Schwein? Da muss doch endlich Klarheit sein. Nach langer reiflicher Besinnung hat das entschieden dann die Innung. Ein Wiener Schnitzel, wenn es echt ist, das muss vom Kalb sein, was nicht schlecht ist. Es kann natürlich auch recht fein sein, das Schnitzel sollte es vom Schwein sein. Nur darf man's dann nicht Wiener nennen. Ja, die Feinheiten musst kennen. Die Schnitzeln. Klopfen nicht vergessen. Wie dick man's schneit, ist nach Ermessen. Der eine wüsst dünn wie Papier, der andere dick. Jetzt kommt Panier. In Mehl eintauchen auf 2 Seiten, ein Ei mit Milch musst vorbereiten. Dann kommen Bröseln. Druck nur leicht, denn sonst werden dir die Schnitzeln feucht. Dann machst du Fett im Reindelhaas zum Aussebachen. Wie man weiß, dass man die rechte Hitze erwischt, ein Brösel einhauen, ob's zischt. Und aussebachen, wie man's gewohnt, ob resch und dunkel oder blond, je nach Geschmack. Und dann recht frisch bringt man die Schnitzeln auf den Tisch. Ein altes Schnitzel, das schaut aus, so wie ein welker Blumenstrauß. Jetzt links vor dir, na sind's nicht schön, na da lass ich alles andere stehen. An jeden sage glatt ins Gesicht, sehen's, sowas, das ist ein Gedicht.